Wie der Joel gesagt hat, Jesus ist nicht immer angenehm. Er klopft manchmal auf den Tisch. Er sagt unangenehme Sachen. Oder er bringt dich in Situationen, die plötzlich da sind und du hast eigentlich gar nicht dort hin wollen. Also ich erlebe das immer wieder, wo ich mich frage, okay, wieso muss ich jetzt die Herausforderung angehen? Und was lerne ich da dabei? Und Jesus, ich will eigentlich gar nicht da drinnen sein, aber okay, was kann ich daraus lernen? Und wir schauen heute die Geschichte nochmal an von der Frau am Brunnen. Und wenn du mitlesen willst, auch die Heime oder in der Lounge oder im Städtbacher oder auch da, ihr dürft ihr eure Bibel, euer Handy mitnehmen. Wir sind im Johannes 4. Und zwar schauen wir dort ein bisschen die Gefühle an, die Emotionen, die aufgekommen sind bei Jesus, aber auch bei der Frau. Wir gehen Vers für Vers durch und ich starte gerade mit Johannes 4, Vers 7. Dort steht: Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Bitte, gib mir zu trinken. Also Jesus äußert ganz klar einen Wunsch. Er will etwas, er fasst es in Wort und tut das klar übermitteln. Sie sagt darauf, die Frau war... Genau, der Wunsch. Sie sagt, ist überrascht. Du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir trinken zu geben? Was da vorkommt, ist ein Vergleich. Sie vergleicht sich mit Jesus. Sie vergleicht sich mit dem Jude, sie als Samariterin. Da spricht Minderwert aus ihr heraus. Sie weiss nicht genau, wo sie angehört. Sie weiss zwar, sie ist eine Samaritanerin, aber wo ist ihre Stellung? Im nächsten Vers, im Vers 10, sagt Jesus: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Ich finde es eigentlich ein bisschen forsch. Er geht da voll rein, sagt einfach, hey, ich habe etwas, ich habe die Gabe. Forsch. Nicht Frosch, Forsch. Ja. Jetzt macht sie aber ganz etwas Cooles. Sie ist sie ist offensichtlich eine Frau, er ist ein Mann und dort, zu dieser Zeit sind ja die Rollen immer noch mega steif gewesen, sie sind mega eingeschränkt gewesen, die Frauen haben nichts zu sagen gehabt. Und sie sagt, aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Also eigentlich mega provokativ. Brutal. Aber es geht noch weiter. Sie ist nicht nur provokativ, sondern sie empört sich auch noch gerade. Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Stiefel, darf man das? Darf man das sagen? Im Vers 14 lesen wir weiter. Dort sagt er, Jesus: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Also, er tut sich ein bisschen erheben. Er ist erhaben in dem Vers. Er weiss genau, wo seine Identität ist. Er hebt an dieser fest. Und ich glaube, das spürt die Frau mega. Er ist, wer er ist und er weiss, wo er hingehört. Und wenn jemand so ein bisschen genau weiss, wer er ist, dann antwortet man oft ein bisschen gereizt. Und sie sagt, bitte Herr, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Nie mehr aus der Stadt, nie mehr diesen Frauen begegnen. Ja, mach doch das. Also es ist eigentlich mega zynisch. Und was da Jesus macht, finde ich mega spannend.
Er geht eigentlich nicht auf ihren Zynismus ein, sondern er sagt, geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher. Also mega dreist. Sie wird dann da ein bisschen provozieren, ist ein bisschen zynisch und er fährt einfach noch mal voll ein und sagt, eben, hol mir mal deinen Mann. Mega dreist, einfach ein anderes Thema. Jesus ist dreist. Okay. Und sie sagt darauf aber, ich habe keinen Mann. Es kommt mega an die Tiefe über. Sie wird ehrlich. Und die Ehrlichkeit belohnt Jesus damit. Er sagt im Vers 18, du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Also sie hat eigentlich nur ein bisschen etwas gesagt. Ja, sie hat gar keinen Mann. Und er, bam, geht auf den Tisch. Also du hast 5 Ehemänner gehabt, mit dem, wo du jetzt zusammenlebst, das ist auch nicht dein Mann. Also, er ist mega unverblümt. Und da gibt es nochmal so eine Kehrwende bei dieser Frau. Am Anfang hat sie sich verglichen. Sie hat Minderwert gehabt. Und da merkt sie, wow, das, Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also sie erkennt etwas. Sie tut ihn anerkennen. Sie ist offen, sie ist parat, ihre Schutzmauer ist gefallen und sie wird hören, was er sagt. Liebe Freunde, schauen wir doch mal das Ganze an. Einfach aus einer Beziehungsperspektive, was ist da wirklich passiert zwischen Jesus und dieser Frau am Brunnen? Jesus steht da mit einem Wunsch, sie fängt an zu vergleichen, er reagiert forsch, sie fängt an zu provozieren, sogar ein bisschen empört sein. Jesus ist aber erhaben, worauf sie zynisch wird, dann wird Jesus dreist, sie aber ehrlich durch das und Jesus unverblümt, worauf sie anerkennend wird. Ich finde es noch interessant, so ein bisschen auf die Beziehung so ein bisschen zu analysieren zwischen dieser Frau und Jesus. Warum ist es so entscheidend, wie die Beziehung ist? Und warum sollen wir haben in den letzten 2 Mal die Bibelstelle ein bisschen anders beleuchtet. Und heute, wenn wir wirklich die Beziehung herausschälen, warum ist es so wichtig, dass wir die Beziehung herausschälen? Im Philipper 2, Vers 5, dort steht ein Vers, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das heisst, wir können die Beziehung anschauen und können sehen, okay, Jesus hat einen Wunsch geäußert, wir dürfen Wunsch äußern. Jesus war auch mal forsch gewesen. Wir dürften auch mal forsch sein. Jesus war erhaben in gewissen Sachen. Wir dürften auch zu dem stehen, wo erhaben ist, wo gut ist. Jesus war sogar amigs dreist gewesen. Jesus ist nicht immer allen Normen entsprochen und Jesus ist sogar amigs unverblümt gewesen. Die Wahrheit, bam, da komm, sind wir ehrlich, da, so ist es, der Fisch auf den Tisch, wie man so gut sagt. Und gleichzeitig können wir nachher auch, was wir in der zweiten Hälfte von dieser Message noch machen werden, ist, wir können auch anschauen, die Art und Weise, wie Jesus mit dieser Frau umgeht, ist auch die Art und Weise, wie Jesus mit dir und mir umgeht. Amix, wenn ich mich anfange zu vergleichen, ist Jesus mega forsch und geht recht rein. Wenn ich Jesus provoziere oder empört bin, Gott, wie kannst du nur, zeigt er mir amix seine Erhabenheit. Und wenn ich dann zynisch bin auf das, er ist Gott und ich bin es nicht, kann er mal dreist werden. Und zwar recht rein. Und wenn ich aber ehrlich sein will, dann führt mich Gott in die ganze Warmheit, unverblümt, damit ich anerkennen kann, dass er Gott ist. Merkst du es? Wir gehen jetzt die 2 Sachen, die 2 Seiten gehen wir noch anschauen, noch ein bisschen tiefer. Und wenn das zusammen nicht nur theoretisch anschauen, sondern ich werde euch nachher auch ein bisschen fragen. Meine Frage an dich ist,
Wo denkst du, ist Jesus für dich noch ein Vorbild? Ich habe jetzt die 5 Sachen angeschrieben. Was bedeutet das für dich? Ich habe auch ein Team bei uns im 20s gefragt, tut doch mal die Szene, die Beziehung so uns zeigen. Und darum gehen wir jetzt in das Theater miteinander rein, wo uns schon ein bisschen zeigt, wie könnte die Szene zwischen Jesus und dieser Frau in der heutigen Zeit dann aussehen. Hey, Yassi, hey! Hoi Bettina! Hoi. Ich denke schon jedes Mal immer wieder, eigentlich muss ich mich geehrt fühlen, dass eine Biologiestudentin mit einer einfachen Deutschstudentin redet. Nein, nur Scherz. Wie war deine Vorlesung? Boah, du musst schon jedes Mal darauf herumreiten, dass ich an der ETH studiere und du an der Uni, he? Ja? Nein, aber du sagst in meiner Vorlesung so etwas von langweilig. Er hat irgendetwas gelabert von Biodiversität und dann irgend so eine bergmannsche Regel. Kein Plan. Okay. Du, aber wie war dein Morgen so? Oh, ist das für mich? Yes, Oh, du weißt, ich danke, denke du an dich, bist die immer. Ja, also, mein Morgen war mega katastrophal. Wir haben wir haben es von romantischer Literatur gehabt und so geschmäust. Also, völlig nicht nötig, um weiter darüber zu reden. Wirklich. Aber du, apropos romantische Literatur. Wie läuft es so mit dem Can? Was? Der Can, dein Freund? Ja, der Can. Ja, nein, es läuft gut, doch. Wir sind jetzt 3 Monate zusammen. Oh, ja. okay. Letztes hat er mir Rosen mitgebracht. Es ist für meinen Geschmack ein bisschen zu romantisch gewesen, aber ja, aber dann doch irgendwie auch herzig. Ja, Also, ja. ich meine, wenn ein Mann kommt und dir Rosen schenkt, ich finde, das ist eigentlich schon noch recht rücksichtsvoll. Hallo? Ich rede mit dir? Wieso schaust du eigentlich die ganze Zeit so gespannt aufs Handy? Aha, das ist ein Kollege. Ah, der Nicola. Hä? Nicola? Nein. Also Ah, nicht? wir schreiben jetzt seit 2 Wochen auf Insta, aber wirklich nichts Ernstes. Auf Insta? Ja. Du, es ist mir einfach neu, dass man sich unter Kollegen solche Kommentare auf Insta unter den Bildern schreibt. Mega heisse Body Flämmli. Mein Dicker Raw. Und gehen wir nächstes Mal zusammen ins Gym. Zwinker-Smiley. Also, Okay. das sind nur Kommentare. Lass mich mal Bettina, selber schauen. nein. Bettina, hör auf. Jasmin, warte, was? Hallo, was schreibt ihr euch Gib mir da? mein Handy wieder. Ist geil gewesen, kommst du morgen oben wieder zu mir. Was soll das? Bettina, bitte. wa- Nein, jetzt. Okay, wow, das habe ich nicht gesehen. Wieso schickt er dir überhaupt solche Bilder? Und du ihm? Spinnst du eigentlich? Das geht doch nicht. Was? Instagram-Bilder liken? Nein. Aber einen Freund haben und dann gleichzeitig mit dem Kevin, dem Marc, dem Nicola rumflirten und was weiß ich noch was. Und dann die Kommentare, die wir vorher gesehen haben unter den Instagram-Bildern und die Bilder, die ihr euch hier und her schickt, die ich hoffe, ich hätte sie nie gesehen. Also, das ist alles rein platonisch, freundschaftlich. So ein bisschen, weißt, so ein bisschen zum Spass, Zeitvertreib, nichts. Weißt du, was Spass ist? Spass ist Europapark. Das hier, Spass und rein platonisch. Du hast alle Bilder von Nicola geliked. Wortwörtlich jedes einzelne Bild auf seinem Instagram-Account. Bist du mich irgendwie am Stalken? Nein, aber ich kümmere mich um dich. Und Jasmin, es tut dir wirklich nicht gut, mit vier Männern gleichzeitig etwas am Laufen zu haben. Und vor allem, du bist in einer festen Beziehung. Was wird der Can dazu denken, wenn er das hört? Also, das ist wirklich... Pack deine Mutterkomplex weg, wirklich. Weil ich glaube nicht, dass du das Recht hast, da mir in meine Beziehung hineinzureden. Das ist alles wirklich nur freundschaftlich und platonisch gemeint. Aha.
Ich finde, es geht mich im Fall schon etwas an, dass ich reinreden kann. Nein. Weil, doch, du bist meine Freundin und das alles tut dir wirklich nicht gut. Und es ist nicht das erste Mal. Du weißt genau, was die letzte Mal passiert ist, wie es dann rausgekommen ist. Nein, jedes Mal kommst du mit meiner Vergangenheit. Ich weiss schon, wie die aussieht. Du musst sie mir nicht immer so vor die Nase anheben. Und übrigens hast du wirklich absolut kein Recht, mich so in meine Beziehung hineinzureden. Du müsstest außerhalb von deiner Beziehung gar nicht erst so Sachen an. Von dem müsste ich dir jetzt auch nichts sagen. Was kann ich denn dafür, wenn die Männer mich schön finden und mit mir flirten wollen? Oh Mann, um das geht's doch gar nicht. Weisst, nein, ich habe genug, wirklich. Es geht dich nicht an. Ich bin fertig mit dem Jasmin, Gespräch. Nein, Bettina, ich habe keine Lust mehr. Oh, shit. Habe ich jetzt überreagiert? Hätte ich das echt nicht machen sollen? Ich meine, es ist doch meine Aufgabe als gute Freundin, ihr ins Leben hineinzureden, wenn ich merke, sie läuft in eine Wand. Oder war es echt zu viel? Nein, ich glaube, es war wirklich das einzig Richtige. Hoffe ich auf jeden Fall. Und jetzt fängt die scheiß Vorlesung schon wieder an. Ich werde mich null konzentrieren. Ich muss unbedingt der Jasmin nachher noch schreiben. Ja, jetzt kann man sich natürlich denken, ja, das Theater, also jetzt würde jetzt Jesus wirklich so reagieren? Und ich finde es immer lustig, bei Theater denke ich immer so, ja, also ich hätte das jetzt anders gemacht und so. Und darum habe ich gefunden, ich lade mal den Regisseur ein. Michi, du hast das Theater geschrieben. Großen Applaus für den Michi Friedli, der das Theater geschrieben hat. Und es ist ja genau so, die Aufgabe ist so schwierig. Wenn ich ihm sage, schreib mal ein Theater von Jesus in die heutige Zeit, weil dann machst du eigentlich genau das, du interpretierst, was Jesus eigentlich gemacht hat. Aber genau das ist unsere Aufgabe, liebe Freunde. Das steht im Philipper, das müssen wir machen. Jeder von uns soll Jesus anschauen, die Sachen, und überlegen, was bedeutet es für uns. Und darum meine Frage, Michi, wo du die Geschichte gelesen hast. Wie bist du das angegangen, eigentlich überhaupt einmal die Geschichte zu interpretieren? Was sind so deine Gedanken gewesen? Das ist eine grosse Frage. Wenn ich so Geschichten aus der Bibel interpretiere, bei einer Interpretation geht es meistens darum, dass man die Oberfläche wie abschabt, um an den Kern heranzukommen. Also man schaut, welche Eigenschaften hat Jesus tief im Kern und nimmt eigentlich den Kern und versucht, den in die Moderne überzuziehen. Also wie jetzt du zum Beispiel vorhin die Eigenschaften von ihm aufgezählt hast, dass Jesus zum Beispiel punktuell provokativ kann sein oder erhaben, dreist, unverblümt. Das ist der Kern und das versuche ich eigentlich in die Moderne hineinzuziehen. Ja, voll. Dann gibt es noch so andere Sachen wie so Details, also das haben die jetzt nicht gesehen, zum Beispiel das mit dem Trinken, dass sie Trinken rausgelassen hat, das ist so ein Detail, das ich direkt aus dem Bibeltext genommen habe, aber halt einfach modernisiert habe. Oder auch das mit ETH und Universität, die an der Uni sind, die wissen, das ist so stereotypisch, sind das so zwei, also nicht verfeindete Völker, aber so ein bisschen zwei Gruppen, die sich gerne so ein bisschen gegenüberstellen. Genau, ja. Was mir noch mega wichtig ist, Bettina ist nicht Jesus. Bettina hat Jesus ähnlichen Charakter. Das ist das, was bei der Interpretation mega wichtig ist. Wir spielen normalerweise da nicht Jesus, sondern wir lassen uns von Jesus inspirieren und erschaffen daraus Figuren, wo Jesus in gewissen Punkten ähnlich sind. Genau. Was würdest du jetzt sagen, die Bettina, oder jetzt auch am Schluss, oder, ist ja wirklich ein schmaler Grad. Wie dürfen wir jetzt in dieser Geschichte, man sieht einen Kollegen, das kennen wir alle, ein Kollege macht etwas, wo wir finden, das ist richtig scheisse, es verletzt andere vielleicht, oder auch es tut ihm selber nicht gut. Und die Frage, wie hättest du sie jetzt beantwortet am Schluss, wenn Jesus fragt, ja, hätte ich sollen so direkt sein? Oder Bettina? Was findest du? Schwierig. Ich persönlich bin jetzt nicht der jetzt, glaube ich, so harsch reingehen würde, wie jetzt Bettina, so direkt. Ob das Jesus gemacht hat, das ist eben eine Frage von der Interpretation wieder. Also, Bettina hat nämlich beide Seiten. Das ist mega interessant. Im ersten Teil vom Theater ist sie noch sehr liebevoll und sehr interessiert an der Jasmin als Person. Sie fragt ja auch, hey, wie geht es dir, Vorlesung etc. Und das ist mega die liebevolle Seite. Nachher, wo sie provokativ wird, wo sie herausfindet, hey, dass Jasmin da Zeug macht, wo nicht okay ist, da wird sie zwar provokativ, aber es ist immer noch aus einer Liebe heraus motiviert. Und ich finde es mega ein schmaler Grad, wie du sagst, also zum entscheiden, ob man
so weit gehen können oder nicht. Ich kann es im Fall, also ich kann es sicher nicht für alle beantworten. Ich merke in dieser Geschichte gerade, ich meine, wir haben die jetzt schon zum 3. Mal hintereinander, aber ich finde das mega schwierig. Was nimmst du von Jesus da raus als Vorbild? Weißt du, was nimmst du wirklich raus in dein Leben, in so einer Situation? Ich finde schon, man kann theoretisch, könnte man Jesus, aber wirklich für mich, hey, ab jetzt möchte ich finde, man kann schon einiges daraus rausnehmen, aber ich möchte nachher noch Fragen stellen an euch da rein, wo wir noch schnell eine Austauschrunde machen, auch in den anderen Räumen und auch an denen, die hier sind. Ihr könnt nachher im Chat auch noch reinschreiben, was ist es für euch. Michi, für dich persönlich, an dieser Geschichte, was ist so ein bisschen für dich persönlich das, was wie raussticht? Hey, das merkst du, das ist so ein bisschen das, was dir persönlich zum Beispiel? Also ich habe 2 Sätze konkret in diesem Theater, die mir sehr, sehr, sehr wichtig geworden sind, obwohl sie sehr unscheinbar sind. Und zwar... Hat das Skript dabei, damit ja nicht vergessen geht. Ja. Und zwar sagt Jasmin, hey, ist das mein Problem, wenn Typen mich hübsch finden und mit mir flirten? Beziehungsweise sagt sie auch, ist es mein Problem, wenn ich mit diesen Leuten dann flirte, weil sie mich ja hübsch finden, etc. Und Bettina antwortet, Jasmin, darum geht es mir doch nicht. Und der Satz ist mega unscheinbar, aber er drückt für mich so das Herz von Jesus aus. Währenddessen Jasmin darauf fokussiert, was sie macht mit anderen Leuten, ist Jesus nicht primär, oder Bettina in dem Fall, ist Bettina nicht primär daran interessiert, was sie macht, sondern was die Situation mit der Jasmin macht. Also es ist ein ganz anderer Fokus. Bettina hat den Fokus auf den Jasmin, währenddessen die Jasmin auf die Handlungen fokussiert, die sie macht und darum eben auch so verletzt ist. Und ja, das mit dem Mutterkomplex, wo die Jasmin anspricht, habe ich auch noch lustig gefunden. Hat Gott einen Vaterkomplex? Ja, wohl möglich schon, weil er ist unser Vater und wenn ein Vater sein Kind sieht vor ein Autorennen oder so, würden wir es ihm dann wirklich verübeln, wenn er dem Kind nachsäckelt und es packt, es wegreißt und es vielleicht dem Kind auch ein bisschen wehtut? Ich glaube, das ist die Quintessenz für mich aus dieser Stelle. Die Motivation von Jesus ist Liebe und uns Interesse an der Person und nicht primär, was sie macht. Genau, voll. Vielen, vielen Dank. Komm, wir geben Michi noch mal einen grossen Applaus da rein und überall. Danke für die Theater, für die Inspiration. Jesus, ich glaube, wir müssen übereinstimmen, Jesus ist in dieser Geschichte wirklich auch unangenehm. Er hat den Mut, dort hinzugehen, wo es auch mal vielleicht ein bisschen wehtut. Und darum ist meine Frage an euch jetzt da rein. Was können wir rausnehmen? Wirklich ganz persönlich für uns als Vorbild. Und ich möchte jetzt etwas machen, das ist unique, das haben wir noch nie gemacht in der ganzen History vom 20s. Und zwar möchte ich jetzt 3 Minuten Zeit geben in der Loft oben, dass ihr da oben, die etwas wollen, wie sharen zu dem Punkt, wie kann Jesus ein Vorbild sein in dieser Geschichte, dass ihr euch das nehmt, auch im Stettbacher Rennen und auch mir da. Und alle, die online sind, bitte, ich schreibe jetzt in die Kommentarspalte, was ist für dich, inwiefern ist Jesus für dich da ein Vorbild? Wir haben hinten einen Countdown, 3 Minuten, und ihr startet in euren Räumen ab jetzt. Jetzt. Genau. Und darum, ich hocke mal da auf der Bühnenrand. Liebe Freunde, da rein. Seid mutig, wer hat etwas zu sagen? Was ist für euch rausgestochen? Auch etwas, das gleich ist wie im Theater. Was ist Jesus ein Vorbild oder was an diesen Punkt berührt euch? Jesus ist unverblümt. Wie meinst du das mit unverblümt? Er sagt einfach die Wahrheit. Voll, ja. Unverblümt. Ja? Warte. Wir haben immer, also Jesus ist ein Vorbild im Dreistsein, weil wir haben schnell das Gefühl, wir dürfen jetzt nicht so das sagen, was wir wirklich gerade denken, oder? Und das ist ein Vorbild, dass man wirklich auch sagen, in dem inne, wo ich liebe oder in meiner Liebe zu der anderen Person, darf ich auch mal ein bisschen dreist sein. Das braucht mega Mut, aber das ist ein guter Punkt. Was haben wir noch? Wo ist Jesus noch das Vorbild für euch persönlich? Ja? Er liebt eben trotzdem. Er liebt trotzdem. So, obwohl es mega viel ist, er ist eben gleich, er ist vielleicht Forscher, er ist dreist, unverblümt, aber trotzdem ist die Liebe das, was ihn
Obwohl es viel noch ist und er ist einmal dreist und erhaben. Aber das, was ihn wirklich ausmacht im Kern, ist immer die Liebe. Er reagiert aus dem aus. Mega gut. Ja? Er ist auf Augenhöhe, ja? Er ist erhaben. Ja. Jesus ist ja erhaben, er ist ja der Sohn Gottes und gleich lädt er sich voll auf Augenhöhe ein, auf die Frau. Und ich glaube, auch darum vertreibt es wahrscheinlich dann auch die Dreistigkeit. Und das bedeutet natürlich auch, oder, für uns, auch Jesus lädt sich auf uns komplett ein. Mega stark. Ja? Was haben wir noch für Sachen, die euch aufgefallen sind? Ja? Jesus sieht in unser Herz, ja? Ja. Auch dort, wo es Menschen vielleicht nicht sehen, Jesus sieht in unser Herz. Ja? Was haben wir hinten noch etwas gehabt? Ja? Ja. Ja. Also Jesus hat auch das Herz oder auch den Mut sich rausgenommen, um wirklich auch einen Wunsch schon mal zu äußern. Also Jesus ist nicht einfach, ich schaue mir selber und mir hilft niemand, sondern wirklich einen Wunsch auch können zu äußern. Und das ist ein Vorbild. Es fällt uns ja manchmal schwierig. Wer kennt das? Wer ist jetzt eher auf der Kippe von, ich bin eher harmonischer als der Jesus, der da ist in dieser Geschichte? Ich auch. Wer ist eher auf der unharmonischeren Seite und eher aggressiver als Jesus? Ja, gibt es auch Leute, eher noch ein bisschen so. Und ich denke, das ist immer gut, oder? Für mich ist das auch noch ein wichtiges Bild, weil die einen kommen, jeder kommt mit seinem Charakter an Jesus an. Und schlussendlich stehe ich immer vor, Jesus ist die Mitte, er ist Liebe. Und die einen haben in ihrem Prozess kommen von dieser Seite an und die anderen eher von dieser Seite an. Aber ich bewundere Jesus, wie er die Sachen immer zusammenbringt. Cool, wunderbar. Ich glaube, wir sind schon wieder zurück. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt eine gute Austauschrunde gehabt. Überall, wo ihr sind. Mega, mega toll. Ich möchte jetzt im nächsten Teil der Message ein bisschen umschwenken. Dass wir nicht nur schauen, wie ist Jesus und was können wir uns von Jesus abschneiden für uns selber, sondern die Beziehung, dass wir eben da angehen, okay, wir sind ja die uns amigs vergleichen, provokativ, sind empört und zynisch. Und amigs geht Jesus mit uns selber nicht so angenehm um. Und gleich ist Gottes Wunsch, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Und ich bin jetzt seit 12 Jahren geheiratet und ich weiss, das an der Sina zu lieben, was angenehm ist einfach. Aber dort sie auch zu lieben und dort auch das Potenzial gesehen. Weil sie ist amigs unangenehm, aber sie hat recht. Und dann sie zu lieben, das ist herausfordernd, aber ich weiss genau, das ist mega wichtig für meine Ehe. Und so ist es bei der Beziehung zu Gott auch. Zu lieben, Jesus zu lieben und auch dahinter zu sehen, zu verstehen und zu vertrauen, dass es Jesus immer noch gut meint, immer noch liebevoll ist, auch wenn er Sachen sagt, die mal erhaben sind oder forsch oder dreist oder unverblümt und gleich sagen, Jesus, ich liebe dich von Herzen. Das glaube ich, das ist mega eine Herausforderung. Und darum nimmt uns der Andrin in das Thema rein. Yes, sehr gern. Genau, Jesus ist wirklich dreist, er ist unverblümt und wie gehen wir um? Wie gehen wir um, wenn Jesus so direkt mit uns umgeht und wenn er auch herausfordernd mit uns umgeht? Gehen wir die Geschichte ein bisschen anschauen. Im Vers 18, Jesus macht in dieser Geschichte genau, die kann ich auch wegnehmen jetzt. Jesus macht in dieser Geschichte 2 Statements, wo sehr direkt, wo er die Frau adressiert. Und zwar im Vers 18, wo er eigentlich ihre vergangenen und gegenwärtigen Fehler anschaut. Und zwar, wo er sagt, hey, du hast 5 Ehemänner schon gehabt und mit dem jetzigen Mann, der du zusammenlebst, da ist gar nicht dein Ehemann. Und Jesus geht nachher noch einen Schritt weiter und er kritisiert eigentlich auch noch ihr Volk und ihren Glauben, wo er sagt, hey, ihr glaubt an einen Gott oder ihr habt den Glauben, den ihr zu Gott habt, ihr kennt den Gott gar nicht so gut, aber wir Juden, wir kennen ihn besser. Also Jesus geht recht direkt mit dieser Frau um. Sehr herausfordernd, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen unangenehm für die Frau. Und trotzdem geht die Story weiter und wir sehen, dass die Reaktion der Frau anders ist, als dass man es erwarten würde. Im Vers 28 und 29 steht nachher,
Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Und es ist spannend. Wir haben auf der einen Seite die 2 harten Statements, wo Jesus zu dieser Frau macht. Und auf der anderen Seite haben wir die Frau, ihre Reaktion, wo alles andere ist, als so wie man es eigentlich würde erwarten. Das heisst, irgendetwas ist während dem ganzen Gespräch im Herzen von dieser Frau passiert. Irgendeine Veränderung ist passiert. Und ich glaube, es sind 2 Punkte. Und zwar einerseits ist es da, dass die Frau Jesus anerkennt für den, wer er ist. Sie gibt ihm die Stellung, die er hat. Sie sieht ihn, wie man es auch im Vers 29 gelesen hat, wo sie sagt, hey, könnte er vielleicht der Christus sein? Könnte er vielleicht der Retter sein? Sie sieht in Jesus einen Mann, wo sie nicht aufgrund von ihren Fehlern verurteilt. Er verurteilt definitiv die Fehler, die sie gemacht hat, aber er verurteilt sie nicht als Person. Jesus gibt ihren Wert. Und für die Frau ist Jesus schlussendlich auch eine Hoffnung, dass sie weiss, hey, durch ihn kann ich irgendwo Veränderung haben. Er gibt mir den Wert und ich kann mehr rausholen aus meinem Leben. Und der zweite Punkt ist der, dass die Frau, ich glaube, das geht wirklich Hand in Hand. Sie anerkennt Jesus und gleichzeitig anerkennt sie auch ihre Stellung. Und zwar leitet sie ihren Stolz ab. Ich meine, eine natürliche Reaktion wäre gewesen, dass sie gesagt hat, hey, weisst du, Jesus, es ist mein Business. Eigentlich so wie es da im Theater, wie sie reagiert hat, wo sie sagt, hey, ich muss mir das nicht gefallen lassen, wie du mit mir redest, und lauft davon. Aber nein, sie leitet ihren Stolz ab. Sie tut sich nicht rechtfertigen, sondern sie nimmt an, das, was Jesus sagt, und schaut es mit ihrem Leben an. Und das sind die 2 Punkte, wo wir damit umgehen können. Oder wo wir auch übernehmen können. Wie gehen wir um, wenn Jesus direkt zu uns redet? Und ich glaube, das ist wirklich, sehen wir Jesus als der uns verurteilt, oder sehen wir eben genau den, der uns liebt, der uns Freiheit möchte schenken, Freiheit in unserem Herzen hinein, aber das auch Veränderung mit sich zieht. Ich meine, Jesus ist gekommen, um den Weg frei machen zum Vater. Wir stehen unter der Gnade, definitiv. Und auch wenn wir keine Veränderung mehr in unserem Herzen zulassen, wir stehen trotzdem unter der Gnade. Aber gleichzeitig, und das ist ein wichtiger Punkt, darf man nicht vergessen, wir sind auch berufen, zum ähnlicher werden wie Jesus. Und das beinhaltet auch Veränderung in unserem Herzen zulassen. Das beinhaltet, dass wir Denkmuster ablegen, dass wir unseren Stolz ablegen, dass wir manchmal unser Verhalten ändern und auch dort Jesus in die Bereiche hineinlassen und vor allem auch Jesus direkt zu uns ansprechen lassen. Auch dann, wenn es unangenehm ist. Auch dann, wenn es darum geht, zum Sachen aufarbeiten. Auch dann, wenn es darum geht, zum Sachen loslassen. In all diesen Sachen hinein. Aber es geht immer darum, wo haben wir den Fokus? Anerkennen wir Jesus als er, der es gut mit uns meint. Wo zu uns geht und sagt, will ich dich lieben, gehen wir da durch die Veränderung. Und will ich dich lieben, will ich mehr Potenzial aus deinem Leben herausholen. Und ich möchte euch eine Story erzählen, ein bisschen aus meinem Leben. Und zwar geht es auch um das Thema Stolz, wo Jesus sehr direkt in mein Leben hineingeredet hat. Vielleicht wissen das einige von euch, ich arbeite in der Firma von meinen Eltern, mit meinem Vater zusammen, mit meinem Bruder zusammen. Wir haben eine Handwerksfirma mit rund etwa 15, 16 Personen. Und es ist so, dass ich vor etwa 5 Jahren zurückgekommen in die Firma. Ich habe meine Ausbildungen auswärts gemacht, in einer grösseren Firma. Die Firma ist sehr strukturiert, organisiert gsi. Es war recht durchgeplant dort. Und ich komme vor 5 Jahren zurück in die Firma der Eltern und sehe, dass es bei uns nicht so organisiert läuft, nicht so strukturiert oder nach meiner Meinung nicht so strukturiert und organisiert läuft. Und da hat mir in der ersten Zeit sehr gestresst gehabt. Weil ich habe dann gesehen, es hat manchmal irgendwelche Leerläufe gegeben, die haben auch wieder gekostet. Und ich habe meinen Dad recht stark konfrontiert mit dem. Also ich habe gerade in der Anfangszeit so meinen Unmut breit gemacht, habe gesagt, wir haben eine Scheissorganisation, es läuft nicht. Und ich habe meinen Dad verantwortlich gemacht, dass es so ist. Und spannend war, er hat eigentlich mal relativ ruhig reagiert.
Und ich habe nachher auch da, trotzdem habe ich es nachher auch ins Gebet hineingenommen und ich habe auch zu Jesus gesagt, hey, es kann ja nicht sein, dass wir so eine schlechte Struktur haben, so aus meiner Meinung und so. Und dann bin ich in den Prozess hineingegangen, weil ich immer wieder ins Gebet genommen habe. Und spannend war in dieser Zeit, umso länger der Prozess gegangen ist, wo ich mit Jesus das angeschaut habe, umso stärker ist die Stimme in meinem Herz geworden, wo Jesus sagt, hey, schau, Andrin, das mit der Struktur können wir schon anschauen in der Firma. Aber zuallererst schauen wir mal deinen Stolz an, den du hast. Du kannst nicht in die Firma kommen und das Gefühl haben, ich kann hinkommen und ich will alles besser machen. Du hast keine Ahnung, was dein Dad alles trägt, dass die Firma läuft. Du hast keine Ahnung, was für einen Druck dass er aushält, dass das Ganze funktioniert. Und zweiter Punkt, so von wegen Vater und Mutter ehren, das, was du jetzt machst, direkt zu deinem Dad so reden oder auch in deinem Herzen so reden, das ist alles andere als Vater und Mutter ehren. Und das ist mir recht eingefahren. Wie gesagt, es war nicht von heute auf morgen, aber es war so ein Prozess. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich will da irgendwo angehen und ein Stück weit auch meinen Stolz ablegen in dem hinein. Und ich kann euch sagen, jetzt in diesem Prozess, in diesen 5 Jahren, jetzt seit rund einem Jahr läuft eigentlich ein Großteil von der gesamten Organisation und von der gesamten Baustellenmanagement, Mitarbeiter, Einteilungen und so weiter, läuft ein bisschen über mich. Und das Lustige ist, ich kann euch nicht sagen, das ist nicht so lustig eigentlich, aber wie oft, dass ich in diesem Jahr am Anschlag gelaufen bin und einfach nicht mehr rausgesehen habe. Wo es einfach wie einfach über mich ausgewachsen ist. Und dann bin ich einmal zu meinem Dad gegangen. Praktisch 1-2 Mal Minimum in der Woche. Und bin mit ihm angeguckt und gesagt, hey, wie hast du das gemacht? Hey, kannst du mir helfen dort? Hey, ich habe keine Lösung. Hättest du irgendeine Idee, wie man es machen könnte? Und das Lustige ist, das ist fast Ironie, ich gehe zu meinem Dad, zu der Person, die ich vor 5 Jahren kritisiert habe, genau für das. Und nachher meinen Stolz ablegen. Und ich merke immer mehr, wie er für mich, jetzt speziell auch in diesem Jahr, ein Coach geworden ist, mir immer mehr Tipps geben kann. Aber es hat die Veränderung gebraucht, dass Jesus zu mir, zu meinem Stolz geredet hat. Wieso hätte ich die Tipps von meinem Dad gar nicht annehmen können? Und es ist manchmal schon auch unangenehm, oder? Also der ganze Prozess, so viel Mal müssen meinen Stolz ablegen und sagen, hey, ich schaff's nicht, ich kann es nicht allein, ich brauche Hilfe. Und dort wirklich die Niederlagen oder die vermeintlichen Niederlagen einstecken. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, wo das Schöne auch dran war. Es hat sich die Beziehung zu meinem Dad hat sich noch mehr verbessert, als das sie vorher schon war. Und gleichzeitig auch der ganze Bereich Stolz ablegen bedeutet eben auch, dass man sich selber eingesteht, hey, ich habe auch Fehler und ich mache nicht alles richtig. Und da ist irgendwo nur schon der halbe Weg zur Versöhnung, indem man sich anfängt, hineinversetzen ins Gegenüber. Wieso reagiert das Gegenüber so? Meinen Stolz ablegen. Und ich glaube, da ist ein Punkt, wo uns allen auch in der heutigen Gesellschaft sehr gut wird tun, wenn wir dort auch ein bisschen das mehr zulassen. Come on, Andrin, vielen, vielen Dank. Danke für die ehrliche Geschichte. Sein Stolz ablegen, oder wenn Gott den Finger auf das hebt, oder es gibt viele Situationen, wo Jesus einfach nicht immer nur einfach ist und nicht angenehm. Und gleich möchte ich jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir worshipen werden, und ich habe 4 Bibelverse und 4 Aussagen, wie unser Jesus ist, wo uns vielleicht gerade challengen, ja, will ich denn so einen Jesus lieben? Schau, du musst wissen, Jesus meint es immer gut mit dir. Jesus liebt dich immer. Aber gerade weil er dich liebt, ist es nicht immer einfach mit ihm. Ich möchte jetzt all in der Luft verabschieden. Der Lukas nimmt euch mit in die Zeit, wo wir die Punkte durchgeben, und im Stettbacher rennen Amina. Ich sage euch ciao, ihr, die online dabei sind, ihr dürft mit uns da im Club bleiben, wenn wir die 4 Punkte durchgehen. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Zeit jetzt, wo wir sehr intim werden. Vielleicht machst du deine Augen zu und hörst die Punkte. Und schau, ich glaube, Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl, wo man gerade, wow, wir sind gerade Feuer und Flamme für Jesus, sondern Liebe kann auch bedeuten, hey, ja, ich entscheide mich tief in meinem Herzen, so eine unangenehme Seite von Jesus auch zu lieben. Und ich vertraue, dass auch das, was nicht immer easy ist, an Gott, mir gut tut. Unser Jesus ist heilig. Im 1. Petrus 1 steht,
Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er selbst hat gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und ich merke so oft selber, dass ich es nicht bin. Und dann sind wir konfrontiert mit unserem Versagen. Oder vielleicht haben wir auch Sucht oder es reißt Sachen ein. Und Gott lässt unser unheiliges Verhalten nicht einfach stehen. Er liebt uns und er nimmt uns immer an. Aber unser Verhalten kritisiert er amigs. Weil er weiss, dass unser altes Leben nicht mehr zu uns gehört. Der gnädige Gott, der barmherzige Gott nimmt uns immer an. Aber in seiner Liebe erzieht er euch. Ich will dich fragen, willst du einen heiligen Jesus lieben? Unser Gott, unser Jesus ist grösser. Jesaja sagt er, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Jesus lässt sich nicht in eine Box pressen. Wenn es um mein Leben geht, wenn es um unser Leben geht, hat er immer die größere Perspektive. Und er führt uns oft anders, als wir das planen. Amigs gibt er uns Verantwortung oder Aufgaben. Umstände, wo wir uns um Menschen kümmern, wo wir gar nicht so leise finden und gar nicht so easy sind. Aber er hat das grössere Bild. Willst du einen Jesus lieben, der eine grössere Perspektive hat als du? Jesus weiss, was wichtiger ist. Jesus setzt Prioritäten amigs anders. Im Römer 8, Vers 28 steht, wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit ausgewählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Also alles wird zum Besten führen, damit du Jesus möglichst ähnlich wirst. Das bedeutet amigs, dass Gott unsere Probleme nicht sofort löst. Amigs auch unsere Gebete nicht so erhört, wie wir es eigentlich wünschen. Amigs müssen wir ein bisschen leiden und wir fragen uns, warum. Amigs scheint Gott sogar zu schweigen. Weil Gott hat das Versprechen gegeben, alles so zu nutzen, dass es uns zum Besten dient. Und uns so Jesus Christus ähnlicher macht. Die Frage ist, willst du einen Jesus lieben, der mit deinem Leben nicht wird der einfachste Weg gehen? Und das Letzte. Wir haben einen Gott, der tief geht. Jesus geht tiefer. Mit seinem Wort. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes. Das bedeutet, dass wenn Jesus redet, dann geht es amigs sehr tief. Jesus möchte uns von innen raus, von innerst innen raus erneuern und heilen. Und darum konfrontiert er uns auch immer wieder mit unseren Unzulänglichkeiten, mit unserem Stolz, mit alten Denkmustern und mit Schmerzen aus der Vergangenheit. Und das kann amigs weh machen. Die Frage ist, liebst du einen Jesus, der bei dir ganz tief will anfangen und dich von innen aus heilen?